Grüßt euch, da bin ich. Habe ich mich nicht schön gemacht, nur für euch. Total sexy. Schwanger. Naja, wenn ich mich so rausstrecke, ist gar nicht so schlimm für mich. So. Schön, dass du da seid. Grüß die Axel. Freut mich sehr, dass du da bist. Grüß die Zombiefucker. Schön, dass du da bist. Aha. Insider. Okay. Wir machen heute Haarseife. Ich habe keine Ahnung, wie man Haarseife macht. Aber ich habe wieder einen ganz speziellen Gast dafür eingeladen. Der weiß, wie man Haarseife macht. Das weiß, wie man Haarseife macht. BZW weiß die Person, wo man nachschaut und wo man es nachliest. Und deswegen stelle ich euch heute vor, und zwar Alter Säude. Die freut sich total, dass sie dabei sein darf. Hallo. Alter Säude, meine Frau. Wir machen Haarseife selber, weil billiger und weil sinnvoll. Naja, so die ganz grobe Kurzfassung. Ja. Du willst das machen? Ich bin nur... Ja, genau. Ich will es machen, du bist nur. Nein, das funktioniert nicht. So, dann umschalten. So muss es jetzt gut ausschauen. Genau, sind wir alle da. Dann können wir die Maus zur Seite da. Dann stellen wir es da her, ist wurscht. Wo ist mein Mauszeiger? Da ist mein Mauszeiger. Sehr gut. So. Wir haben verschiedene Ingredienzien. Wir haben zum Beispiel warmes Wasser. Warte, da ist der Finger. Da. Hier, warmes Wasser. Ich stecke meinen Finger jetzt nicht rein. Das wird nämlich immer wärmer. Kocht schon eine Zeit lang, beziehungsweise die Herdplatten ist schon eine Zeit lang um, damit wir dann warmes Wasser haben. Logischerweise. In der Zwischenzeit. Dazu haben wir ein Rezept. Ein mehr Seiten langes Rezept für Haarseife selber machen. Relativ einfach. Wir brauchen gar nicht so viele verschiedene Ingredienzien. Das ist nämlich das erste, was wir jetzt machen. Wir stellen Ingredienzien vor. Die Seiten oder die Seiten? Die erste. Die zweite. Die. Nein. Da ist noch Beschreibung. Da. Das ist auch Beschreibung. Nein, ich will wissen. Welche Ingredienzien? Achso, das ist das, Was man dazu braucht. Ja, das ist der Sinn des Ganzen. Wir brauchen dazu Shea Butter. Das ist eine Plastikbox mit Shea Butter. Ja, da ist Shea Butter drin. So, haben wir vorhanden. Dazu brauchen wir SLSA Tensid. Was ist SLSA Tensid? Das ist so eine Art Abrieb aus Seife und Kokosfett. Das da. Ja. Kann man auch im Übrigen mit Kernseife machen. Das ist nicht das, wofür du es hältst oder der eine es hält. Da hat dich übrigens jemand begrüßt. Hallo Axel. Da, genau. Es ist also wirklich, ich zeige es euch auch hier nochmal so in die Kamera, da darf jetzt stehen, genau. Sodium-Kokosulfat, was nicht, kriege ich da noch mehr? Fokus! Fokus! Nein, ich kriege nicht mehr Fokus. Wer da genaueres drüber wissen will, Nachricht auf Insta und schon geht's los. Schreibe ich euch genau ab, was da drauf steht. Lebensmittelfarbe, die haben wir auch da. Ist hier. Hier. Die ist übrigens dafür da, dass das Ding farbig wird. Wow, was für eine Erkenntnis. Ist aber nur optional, muss man natürlich nicht machen. Sollte man übrigens zu viel Farbe machen, könnte es sein, dass die Haut etwas farbig wird. Wir sprechen aus der Erfahrung, dass wir das Zeug verschenkt haben, was so abgefärbt hat. Das war allerdings eine Bodymilk. Achso, naja, fast. Und Aber keine das, Haarseife. ganz ehrlich, wenn wir davon zu viel Farbe nicht dann hast, halt anstatt Nein, graue oder gar keine Haare, bunte Haare, oder? Nicht wirklich, Nee, weil es das ja wieder abwischt. Achso, okay. Also Bodymilk wird nicht. Achso, nee, das kommt dann noch. Egal. Ätherische Öle. Wir haben hier ätherische Öle. Haben wir uns einmal gekauft. So ist besser. So könnt ihr es ja lesen. Ätherische Öle, die haben wir uns einmal gekauft und ja. Es gibt auch andere Öle, wie das hier. Das ist ein Zitronenöl. Rosmarin, Zitronen. Ein Extrakt. Rosmarin, ein Rotztramin Zitronenextraktenöl.
Extrakt sauber gemacht. Aus eigenem Anbau. Also zumindest definitiv der Rosmarin. Was nicht, Zitronenbaumal hat nicht so viele Früchte gehabt. In dem Fall hat es bei den ätherischen Ölen hat's damit zu tun, dass, achso, wir brauchen das auch noch. Speisestärke. Gibt es für 85 Euro bestimmt irgendwo zu kaufen. In dem Fall war es nicht ganz so teurig, aber für ein Apfel und ein Ei. So. Den Rest haben wir uns im Internet zusammengekauft. Auch wir können leider nicht überall hinfahren. Ganz früh gibt es beim DM, no Werbung, aber leider heute nie dann, wenn ich es brauche. So, zu den ätherischen Ölen. Die ätherischen Öle, jetzt habe ich es. Die haben eine Auswirkung auf das Ganze. Das heißt, eine Haarseife an sich macht die Haare sauber. Ziel erreicht, grundsätzliche Funktionalität gegeben. Eine Haarseife mit Teebaumöl zum Beispiel macht die Haare sauber und tut noch mehr. Und zwar ist Gott im Himmel, ich kann halt nicht sprechen. Teebaumöl wirkt desinfizierend und wird auch sehr oft in Gesichtsmasken gegen Pickel und unreine Haut Verbindet. eingesetzt. Da fehlt ein bisschen Text, der Drucker war stark. Entfettet die Haut und hinterlässt einen sehr guten Duft. So, machen wir halt nicht, weil wir haben keine Pickel, wir sind schon alt. Lavendel. Lavendel ist übrigens eine Pflanze, schaut ungefähr so aus. Bloß farbig. Das haben sie schon im alten Ägypten benutzt. Ja, okay, wunderbar. Lavendel beruhigt die Kopfhaut und wirkt antibakteriell. Es ist somit einer der größten Feinde von Schuppen und fettenem Haaransatz. Für die Leute, die damit Probleme haben. Wir benutzen heute Zitronenöl, wie wir schon festgestellt haben. Zitronenöl ist eine Wunderwaffe gegen Schuppen, auch wieder das Thema aufzugreifen. Es riecht total gut. Ich persönlich mag Zitronenduft brutal gern. Ich mag auch Zitronenschnaps halt total gern. Die sind immer total super. Total erfrischend. Und zum Schluss bist du voll wie ein Stier. Und es wirkt antiseptisch. Siehst? Und wir haben Rosmarin mit drin. Rosmarin gilt schon lange als tolles Hausmittel gegen Haarausfall. Da mir persönlich helfen, ist momentan relativ sinnfrei, weil ich habe es runtergeschnitten. Ist also gar nichts dort, was man schützen könnte. Oh, es ist auch durchblutungsfördernd. Du kriegst einen roten Kopf dafür. So. Shea-Butter werden Haare geschmeidig. Geschmeidige Shea-Butter. Ne, geschmeidige Haare durch Shea-Butter. Also bla. Da ist dieses Sodiumlaurylsulfoetate Salsa. Frage, interessiert das jemand? Ich lese es halt vor, weil ich es gerade in der Hand habe. Ist ein sehr mildes und hautfreundliches Tensid. Das ist das Kokspulver da. Was kein Koks ist. Nicht, dass irgendjemand denkt, ich habe hier schweinische Sachen umlaufen. Oder illegale Sachen. Bla bla bla. Kommen wir zur Produktion. Ja, die Produktion. Wir brauchen einen Teller, Shea-Butter, einen Viertel. Das für jeden, der das nicht weiß. Ja? Und also ganz ehrlich, jeder, der das nicht weiß, lebt sowieso hinterm Mond. Das hier ist ein Viertel. Und eine Diskussion ausgeschlossen. Und völlig sinnfrei. Ne? Du musst weiter nach oben, sonst sieht man nicht, wie viel du da rein hast. So. Ganz genau. Wichtig, Waage. Umdrehen. Wir stehen am Kopf. Super. Also wir arbeiten am Kopf, damit die was sehen. Okay. Trotzdem, ganz wichtig, Waage. Waage. 90 Gramm, bitte. 90 Gramm Shea-Butter. Gramm haben wir schon. 14, 15! Boah, jetzt geht's rund. 15 Gramm haben wir schon. Hoffentlich reicht es noch, das wird wieder ganz schön knapp. Die Plastikbox doch deutlich mehr als ich dachte. 28 Gramm.
82 wäre mir lieber, waren wir schon weiter. Macht nichts. Wir haben ja unser eigenes Ölextrakt noch, was wir ja sowieso dann noch. Das ist voll ekelig, das Zeug. Ja. Ekelig. 66 Gramm. Gramm, wir schaffen das. Das sind doch bestimmt noch irgendwie 9 Gramm. Leider kann man Shea Butter nicht selber herstellen, weil einfach die Kokosnuss bei uns nicht wächst. 97 Passt Gramm. schon. Du hast gesagt 9 Gramm. Ist in Ordnung. Shea Butter ist alle. So geht das. Das erste haben wir schon geschafft. Deswegen gibt es heute auch nur diese eine Haarseife mit diesem einen, weil wir einfach nicht mehr Shea Machen wir Butter wirklich haben. genau eine Haarseife. Nein, das ist eine Sorte von Haarseife. Eine Sorte. Ja, okay. Wir machen also mehr als nur eine. Das nächste, solange das Wasser hier noch nicht so heiß ist und Du wir kannst jetzt ein bisschen aufstellen, ich habe bloß ein bisschen runtertreiben, weil ich Angst gehabt habe, dass man uns nicht mehr sieht vor lauter Dampf. die Shea Butter dann schmelzen, können wir derweil den Rest Zusammenmischen. zusammenmischen. Brauchen wir noch irgendwas zum Rumrühren oder so? Na, das können wir mit der Hand machen. Jetzt ist 0. Passt schon. Genau. Jetzt brauchen wir 200 Gramm von dieser Sodium-Kokossulfat, also von 200 Gramm Koks. Ein Haufen Ja. Geld wird dann reingehauen. Ich sehe jetzt bloß da Weißt nichts. du, ich schrei Stopp. Stopp. 207, ne? Ja, boah, ja, Timing. 206, 207, 208. Also, 207. Corona wäre jetzt im Moment gerade, ist Corona ganz toll. Eigentlich sollten wir jetzt Masken benutzen. Weil dieses Pulver unheimlich, Stinkt? nein, weil es so dermaßen fein ist, dass es in der Luft ist und du das einatmest und das ist nicht wirklich gut. So fein ist das gar nicht, das ist doch ganz Nein, aber du hast das ja gesehen, wie wir reingeschüttet Ah ja, haben. das bitte. Ich arbeite in einem Metallbau, wenn man da arbeitet, schnaufe ich viel schlimmere Sachen ein. Ich sag's ja nur. So, wir haben jetzt 206 Gramm von dem Pulver, Jetzt stellen wir die Waage wieder auf Null. weil wir Mathe nicht können. Du darfst nicht oben drauf langen, du musst dann einfach nur hier. Ich, Ja, das ist, weil es drauf gelangt hast. So, passt. und jetzt brauchen wir noch Maisstärke. Also alles, was man mehr oder weniger zum Essen hernehmen kann, kann man auch für Haare, für Haut und Nägel oder so, auch für die Muss Zähne das hernehmen. Maisstärke sein oder kann ich da auch Nein, es muss Maisstärke sein. Es sollte kein Mehl sein, kein Soßenbinder? Weizenmehl. Nein. Also Wobei Soßenbinder hat so viel Chemie. Wenn du Kartoffelmehl hernimmst, was ja auch ein Soßenbinder ist, den kannst du ja nehmen. Ist halt eine Kartoffelstärke und keine Maisstärke. In dem Fall nehmen wir, natürliche Stärke. Also fast Bio und das Genau. ist ganz schön festgebusen. Ne? und da auch 200 Gramm. Kann man also beim Aldi für billigstes Geld kaufen. Seht ihr die Zahl eigentlich? Oh, ich sehe die Zahl super. Ich schaue einfach da vorne. Also das Das sehe ich sieht man nicht. das viel besser. Das siehst du doch. Das Ja. einzige leuchtende Etwas. Achso, da 171. Haben wir hin. Halt. Na, ein bisschen. Ja, passt schon. Durch das, dass wir ja mehr von dem anderen Scheiß haben. Jetzt haben wir ungefähr gleich voll. Okay. Dann tu das mal runter. Das merke ich. Brauchen wir nicht mehr? Brauchen wir weg. nicht mehr. Waage weg. So, das wird jetzt so ein bisschen miteinander vermischt, Achso, ja. dass die Maisstärke so ein bisschen mit diesem blöden Tensit Ich hier. hätte Handschuh gehabt, wenn du möchtest. Nee, In wurscht. Pink. Ja, ich weiß. Ist egal. Ja, ich weiß, dass du das weißt. So. Es zählen ihm nur pinke Sachen. Ich So, habe meine das können wir jetzt zur Seite stellen, weil jetzt kommen wir zu der eigentlichen. Crocs. Ich hoffe, das Wasser ist jetzt heiß genug. Wenn nicht, wird's noch. Da Sekunde. stellen wir jetzt einfach. Da stellen wir also jetzt ein Ich habe Glas zu rein, viel eingeschnauft. Uha. denn wir müssen diese Shea Butter jetzt flüssig machen. Die tut man aber nicht einfach auf den Topf stellen, weil sonst verbrennt es. Dann haben wir irgendwo verbrannte Butter, das ist nicht so gut. Deswegen wird es im Wasserbad gemacht. Dafür haben wir unseren Schaschlikspieß. Genau. Das ist jetzt eine langweilige Angelegenheit, Naja, es ist halt einfach so, aber das können wir jetzt nicht dabei, einmal ein bisschen mehr in die Kamera einziehen. weil das eine Zeit lang dauert, bis das blöde Öl einfach flüssig ist. So. Soll Mach ich? mal, ja, mach Ja. mal.
Magst du dir dabei die Finger waschen? Nein, machen wir die Finger nicht waschen, weil die werden genauso dreckig dann wieder, weil wir es ja dann verkneten müssen. Allerdings, wo ist denn der Löffel? Wo hast du denn einen Löffel? Der Viertel ist da. Vorhanden. Ist ein bisschen blöd, weil die Shea-Butter kommt natürlich auch aus dem Ausland. Sollte man auch schauen auf die Produktion, dass es halt qualitativ ganz gut ist. Ist teuer, hält aber ewig und wir haben die Shea-Butter. Ich habe Also die wir haben jetzt schon relativ häufig Haarsäfe. Wie lange machen wir jetzt Haarsäfe? Also- Seit 3-4 Jahren. Genau. Und Seit 3-4 seitdem Jahren. ist die. Und da haben wir uns dieses eine Backer gekauft, da waren, was war da drin? 1 Kilo. Ja. 100% Organic Butter. Naja, irgendwo muss doch da 1 Kilo. Es war 1 Kilo drin. Also uns hat das 1 Kilo 4 Jahre gehalten. Da Bäcker drin ist der mit dabei. 4 Jahre gehalten. Wir haben relativ viel Haarseife gemacht, weil Haarseife, man glaubt es kaum, wenn man die selber macht, ein wunderbares Geschenk sind. Für Weihnachten so ein kleines Kerbel zusammenrichten, da ein paar Haarseifen mit reinschmeißen. Wir haben selber schon, wir machen ja nicht nur Haarseife selber. Wir machen ja auch Schaum. Duschpaste oder Duschschaum selber. Wir haben schon versucht, Duschgel selber zu machen. Das war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Das war schon erfolgreich, aber ich fand es nicht so toll. Also der Duschschaum ist wesentlich besser, hat zwar dieselben Zutaten komischerweise, aber irgendwie Eine andere Konsistenz. richtig. Wenn man den rosa färbt, schaut er aus wie zum Essen. Das ist so, das schaut so lecker aus. Das war aber der Duschschaum und nicht. Ja, das war der Duschschaum, ich weiß. Trotzdem hast man vor die Nasen gehalten in einem Kochtopf und hast gesagt, da schau mal und ihr wollt essen. Habe ich zum Glück nicht, wäre wahrscheinlich nicht so gut gekommen. Dann haben wir schon Badebomben haben wir selber gemacht. Wenn wir für Leute, die gern baden, kannst ins Wasser schmeißen, schäumt, blubbert ein bisschen. Schön. Und so haben wir dann Jahr für Jahr so kleine Kerberl zusammenbastelt, die übrigens auch selbst gefertigt waren. Und dann haben wir die als kleine Geschenkkörbe eben weitergereicht an Freunde und Familie. Immer ein schönes Geschenk, immer was selber gemacht. Meistens deutlich günstiger, als wenn man jemand anderen eine PS5 kauft. Hätte ich trotzdem gern. Glaubst du, was war das jetzt, der Zaun oder der. Das war die Burgmauer. Ah ja. Okay. Aber wir waren uns einig, die kaufe ich mir selber. Schot. Kaufe ich mir trotzdem selber. Irgendwas anderes wird es mir schon kaufen können irgendwann. Oder sie schenkt mir Haarseife. Ah, okay. Da die annehmen. Übrigens, falls hier noch irgendjemand auf die Idee kommt, was zu sagen. Irgendjemand. Wir sind ein Ehepaar. Wir schlafen im selben Bett. Ich werde keine Maske aufsetzen, wenn ich neben ihr stehe. Wir sind definitiv ein Haushalt. Konntest du da ein bisschen was dazu tun? Und es ist nach wie vor langweilig. Und weil es so schön ist und wir eben noch ein bisschen selbstgemachtes Ölextrakt haben vom Lavendel aus unserem Garten. Nein, Rosmarin. Entschuldigung, Rosmarin aus unserem Garten. Das Lavendelöl ist noch da. Und wenn wir Zitronen haben, weil wir es kaufen, weil wir, was weiß ich, einen Zitronenkuchen oder sonst irgendwas machen oder für einen Schnitzel aus Scheiben drauflegen, die Schale reißen wir ab und tun es da auch mit rein und machen somit auch unsere Öle selber. Und Müsst deswegen, ihr mal riechen. Hey, riecht das gut? Das ist der Hammer, oder? Ich finde, oh, das ist so gut. und das tun wir jetzt rein, damit einfach der Scheiß weg ist. Dann kann ich Das kommt direkt da mit rein. das kommt direkt damit rein, weil es ja auch warm gemacht wird mit der Ding. Dann kann ich mir nämlich nächstes Jahr, wenn der Lavendel wieder blüht, neuen Lavendel ansetzen. Zitrone muss ich mal kaufen. Rosmarin. Entschuldigung, Rosmarin. Den muss man auch kaufen, der ist mir nämlich auch kaputt gegangen. Der geht uns jetzt ja kaputt. Nein, das stimmt nicht. Letztes Jahr haben wir das geschafft, ich weiß schon, einmal. Und normalerweise geht er auch. Oder wenn nicht, nehme ich es von deinem Onkel, von dem kleinen Rosmarinstrauch von deinem Onkel. Ja. Habe ich mir auch schon geklaut. Hey, bitte sag jetzt nicht, dass wir die ganze Zeit ohne Ton gearbeitet haben. Na gut. Ich habe schon Angst gehabt. Ah, das wäre es gewesen. Ganze Zeit das Mikrofon ausgeschalten. Wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen eine langweilige Arbeit. Du Lieblingsmod, magst du mir einen Gefallen, du?
ganz so voll. Jetzt haben wir schon wieder den ganzen Boden bedeckt. Okay. Mein Lieblingsmod spricht nicht mehr mit mir. Ich habe noch einen. Vielleicht ist er weg. Also er hat keine Konkurrenz. Nein, ich denke, dass er schon noch da ist. Er kann ja auch laufen lassen. Zwecks der Sympathie und dann weggehen. Machen viele. Ist aber auch nicht schlimm. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde das total nett. Interessiert ja jetzt auch nicht so viel. Wir machst das ja jetzt auch bloß, weil uns Tauseifen ausgeht. Ja, weil uns aufgefallen ist, dass man vielleicht außer Zocken auch sinnvolle Sachen machen kann. Trotzdem hätte ich es so oder so gemacht, weil mir die Haarseifen eben ausgeht. Ja, gemacht hätten wir sowieso. Und jetzt machen wir es halt vor der Kamera. Was ich jetzt gar nicht toll finde. Stell dich nicht so. Stell dich nicht so um, wir werden Millionäre durch YouTubing. Genau. Weil Ja. das Gott sei Dank noch nie jemand gemacht hat von uns. Keine Ahnung. Ja, von uns hat es noch keiner gemacht. Ja, aber ich meine überhaupt jetzt weltweit. Ja. Bei so vielen YouTube-Kanälen mit irgendwelchen Schönheitstipps und keine Ahnung was. Ist trotzdem keiner schöner wie wir. Pinker zumindest. Ja, das sowieso. Pinker sowieso nicht. Wenn ich sogar gezwungen wäre, ein pinkes T-Shirt Natürlich musst du ein anzuziehen. pinkes T-Shirt anziehen. Pink ist die geilste Farbe auf der Welt, Diskussion zwecklos. Schön, aber macht mich blass. Vielleicht mag ich blass. Und deine pinken Schuhe sind nicht von mir. Ja, die habe ich geschenkt gekriegt. Richtig. Am geschenkten Gaul. Aber oder? nicht von mir. Kaum zu glauben, aber So, wahr. dann Vielen war's Dank das übrigens jetzt für mal. 4 Zuschauer und 2 Likes. Ich hab euch alle gern. Das war's jetzt mit der Butter. War das die komplette Butter? Butter Das war- aufbraucht. Butter aufbraucht, Öl aufbraucht, Gut, endlich. dann bringe ich das schon mal weg, weil das brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Das stell doch irgendwo da mal hin. Ja, genau. Stell doch mal irgendwo dahin. Du erklärst, was du tust. Du rührst. Also ich rühre jetzt im Moment gerade nur, weil die Butter immer noch nicht flüssig ist. Und deswegen brauche ich da nicht viel erklären. Eigentlich mag ich ja gar nicht da sein. Ich wurde mehr oder weniger freiwillig verpflichtet. Was ich jetzt gar nicht toll finde. Sage ich euch ganz ehrlich. Ja, und ich rühre und rühre. Und rühre. Manchmal sieht man es nicht gescheit, weil die Butter schäumt. Also das Öl schäumt. Deswegen muss man da immer wieder ein bisschen genauer hinschauen, ob endlich alles ausgelöst ist. Sonst hat man nämlich Breckerl. Breckerl in der Seifen und das ist auch nicht so toll. Und mit der Brühen sehe ich nichts. Das ist mein Problem jetzt. Ist das jetzt alles... Bin wieder da. Guten Tag, Herr Meier. Schön, dass Sie da sind. Das freut uns sehr. Hallo, Herr Meier. Was tut jetzt der da? Ich finde das nicht toll. Gell? Halt die Klappe. Der So. Herr Meier ist ein Fan der ersten Stunde. Toll. Schau mal kurz rein. Aber Ja. ich glaube, jetzt ist alles aufgelöst. Ich singe nämlich gerade nichts. Ich auch nicht, da ist Schaum drauf. Ja, ich meine, aber ich glaube, es müsste alles aufgelöst sein. Schaut gut aus. Okay, dann können wir da ausschalten Herdplatte aus. und können wir das ein bisschen zur Seite tun. Zur Seiten. Weil, Das ganze Ding, weil das Ganze. brauchen wir jetzt nicht mehr. so, Herdplatte benutzt. So, raus. Drin lassen. Die Schüssel her, Drin lassen, raustun. raustun dann. Weil das Öl, das flüssige Öl, muss ja jetzt zu dem, Direkt da rein jetzt. genau, das wird jetzt da so rein. Jetzt hast du mir den Löffel genommen, gell? Habe ich den mit vorgenommen? Ja, den War hast der du in der Box wieder vorgenommen. drin? Den möchte ich nämlich gern wieder Da musst du jetzt einen Viertel holen. zum Anfang mischen. Sei tapfer, wir glauben an dich, Sabine. Jawohl! Die sitzen zu zweit da, Schatzi. Hase, die sitzen zu zweit da. Beide. Beide Meyers sitzen Beide Beide Meyers. Meyers sitzen da und sie Ich glauben ho- an dich. Du musst nur lesen, was da steht. Ich sehe das nicht. Ich habe die verkehrte Brille auf. Sei Sorry. tapfer, wir glauben an dich, Sabine. Die haben deinen Namen geleakt. Aber das ist wurscht, das habe ich schon mehrfach gemacht, glaube ich. Jetzt hast du da wieder das Zeug. Ja, tu das dann rein, dann. Dann ist der Rest auch noch drin. Genau, das löst sich da drin bestimmt auf. Das ist Ich wahnsinnig hole jetzt noch unwahrscheinlich. mal ganz kurz ein anderes Öl, vielleicht ein neutrales Öl, Zitronenmelisse oder sowas, weil wenn es nicht ganz so flüssig ist, dann Ja, hol mal.
sie nicht freiwillig verpflichtet. Stimmt nicht. Ich habe sie mehrfach gefragt und sie hat jedes Mal nicht Nein gesagt. Und heute plötzlich sagt sie Nein. Das ist gar nicht wahr. Das ist genau richtig. Nein, das ist nicht richtig. Doch, so, ist es. jetzt fertig. Ich habe das jetzt Darf ich noch mal jetzt das da reintun? Also ich habe jetzt da auch noch mal ein anderes Extrakt geholt. Du musst das da drunter halten. Ein Zitronen-Melissenextrakt. Warte, ich mach das mal. So. Ja, Zitronen-Melissenextrakt, aber nur zur Not, falls... Was macht Melisse? Melisse ist eigentlich nur, regt eigentlich nur auch die Kopfhaut an, also regt die Durchblutung an. Melisse macht jetzt im Prinzip nicht so viel. Ist was ähnliches wie Minze und sowas. Okay. Das heißt, wir schütten das jetzt da rein und dann verbatzeln wir das. Dann verbatzeln wir das. Gut. Langsam, schnell, vorsichtig. Schnell ist wurscht. Kannst du schnell machen. Ja, ich muss schon irgendwie festhalten. Ja, das ist ein bisschen doof, weil das Ding... So, und dann wird das als erstes Glas ist leer. grob verrührt. Als erstes, damit es nicht ganz so garzlich wird. Und während man das hier verrührt, verrühren mal, tun wir jetzt... Eine rauchen. Das kannst du nebenbei machen, das ist mir wurscht. Also normalerweise braucht man nichts rein tun. Auch mit dem Extrakt wird es langen, es war jetzt ein bisschen wenig Extrakt, deswegen tut man, um das Ganze noch zu intensivieren, die ganze Wirkung, noch eben diese Essenzen, diese ätherischen Öle dazu. Aber aufpassen, es sollten keine Duftöle sein. Es sollten entweder Lebensmittelessenzen sein oder ätherische Öle, die rein sind, weil sonst gibt es eine allergische Reaktion, wenn es eben Duftöle sind, weil da Chemie drin ist. In dem Wir Fall sind voll Bio. Ja, nachhaltig und Bio. Wobei das mit der Nachhaltigkeit eben so eine Sache ist, gell, weil eben Ja. ja. Also ich tue jetzt da ein bisschen Rosmarin rein, so ungefähr 10 Tropfen. Oder gar keinen. War das einer? Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einfach nur, um das zu intensivieren. Die Wirkung von Rosmarin, was also... Oh, das riecht so geil. Ihr habt keine... Wollt ihr auch nochmal schnuppern? Oh, das war ein Mikro. Feuer aufs Mikro kaut. Entschuldigung. Rest in Peace, Headphone User. Normalerweise und leider Gottes habe ich kein ätherisches Zitronenöl mehr, weil da habe ich zu viel Cremes und Bodylotions mitgemacht. Aber wie auch schon beim Maismehl, alles was man zum Essen hernehmen kann, kann man auch in irgendwelche Kosmetikprodukte rein. In dem Fall Backzitrone. Hat man dieselbe Wirkung wie bei einem ätherischen Öl, wenn ich es denn aufkriege. Irgendeinen Zweck muss ich haben. Ist nicht zum Drehen, oder? Nein. Gut. Also auch, vielleicht nehmen wir es auch nicht her, weil wir es nicht aufkriegen. Alles? Alles. Da bräuchte man, wenn man jetzt diese Ölfläschchen hat, so 15 bis 20 Tropfen. Dann riecht es auch noch wirklich gut nach Zitrone. Und dann haben wir alle Wirkstoffe drin und jetzt müssen wir mal ein bisschen was zur Seite rammen. Lebensmittelfarbe tue ich jetzt keine rein. Also ich tue jetzt die Lebensmittelfarbe im Prinzip nur in die Haarseifen rein, wenn ich wissen will, welche Haarseife hat welchen Wirkstoff. Ist da Lavendel drin, dann färbe ich es mit Lila. Ist da Zitrone, Rosmarin drin, dann mache ich es ein bisschen meistens gelber. mit Gelb, weil ich nämlich für Teebaumöl und Salbei meistens grün hernehme. Damit man einfach weiß, was ist in welcher Haarseife drin, für was möchte ich meine Haarseife jetzt gerade Also irgendwie benutzen. schaut das gerade aus wie Grießbrei. Richtig, das schaut jetzt aus wie Grießbrei und das Ganze kann jetzt passieren, dass es zu flüssig ist. Weil jetzt dann müssen wir einfach noch ein bisschen was nachtun vom Maismehl. Das ist dann so Gefühlssache, ein bisschen nein. Grüß dich, Basti, schön, dass du vorbeischaust. Freut mich sehr. Wie geht es dir? Ich stell dir meine Frau vor. Hallo. Und noch ein bisschen Tensit, was gar so schön ist. Und wenn du das jetzt für richtig hältst,
Dann kannst du das einmal auf deine Arbeitsplatte kippen, weil jetzt müssen wir den ganzen Schmarrn verkneten. Richtig gut verkneten. Da ziehe ich mir aber Handschuhe zum Verkneten. Das passt. Soll ich dir welche holen? Ich hab. Gut, dann zieh Bin vorbereitet. Haben wir doch einen Tisch extra dafür gebaut, dass ich alles da habe, was ich brauche. Eigentlich ist er nicht gebaut, eigentlich ist es ein Couchtisch und ich habe ihn einfach nur auf 2 Stühle gestellt. Aber Not macht erfinderisch. Sieht klasse aus, benutze heutzutage auch nur noch sehr gern Kernseife. Kernseife ist ganz toll, mache ich Duschschaum mit. Der Duschschaum mit Kernseife ist super. Und natürlich mit selber gemachten Das ist immer noch Ölextrakten. sehr flüssig, oder? Genau, dann tust du es trotzdem mal an, dann tun wir von allem noch ein bisschen was rein. Ja, Soll nämlich im Endeffekt ausschauen wie so ein Mürbteig oder irgendwas sowas. Also irgendwas, was man backen kann. Tun wir ein bisschen Maismehl rein. Ist wieder soweit. Da kommt gleich noch. Alles in die Nasen gekriegt. Wunderbar. Mir geht sehr gut, finde ich echt klasse, dass ihr sowas mal zusammenspielt. Siehst du? Schatzi, der freut sich auch, dass du da bist. Ich weiß nicht, ich mich weniger, aber gut. Wenn ich jetzt schon mal da bin und kann ich blöd daherin, ne? Alles das Paletti. kannst du. Das kann ich nämlich. Könnt mir auch hersetzen und 2 Stunden euch was erzählen und habe im Prinzip nichts gesagt. Meine Frau ist fast eine Politikerin. Aber Habe ich nur nicht laut gesagt. Das ist immer nur so. Passt dann- das von der Konsistenz Nein, her? eigentlich nicht. Ja gut, dann musst du da noch mehr drauf tun. Dann müssen wir da noch mehr drauf tun. Anscheinend So. war die Shea-Butter, die wir da komplett aufbraucht haben, damit es endlich auch mal weg ist. Nicht so das war. Das, wie gesagt, ist dann eine Gefühlssache. Einfach mal, das lernt Das man ist mit- wie beim Spätzle machen. So lange Mehl drauf, bis die Konsistenz passt. Genau. Also das lernen wir so mit der Zeit, welche Konsistenz soll es ungefähr haben. Je öfter man so blöde Seifen macht, desto eher weiß man ungefähr, jetzt passt's. Bei mir ist der Punkt, das ist das Einzige, was ich weiß, weil ich mir der bin, der es kneten darf. Jetzt passt, jetzt ist schön. Jetzt schaut's auch, fühlt sich auch ganz anders an. Genau. Und jetzt tun wir das Ganze raus und tun es am Tisch noch ein bisschen rumkneten. Dann können wir nämlich auch hier so die Reste so verwerten. Wie gesagt, wie bei einem Die Teig. Schüssel zur Seite. Wie bei so einem Mürbteig. Wir werden ja nichts verschwenden. Und merci für 5 Zuschauer und 3 Likes. Ihr seid so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass Haarseife So so toll gut ist. ankommt. So. Die Unterlage. Ihr habt ja jetzt gehört, was wir so alles machen. Falls ihr noch was davon sehen wollt, keine Ahnung, wie mir Duschschaum oder sowas daher kochen. Also alles, was wir irgendwie machen kannten vielleicht. Also ihr könnt mir da gern was in die Kommentare reinballern, was ihr da gerne sehen würdet. Ich habe mir jetzt extra eine Playlist gemacht dafür. Also werde ich in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr basteln. Ja. Damit da mal was Sinnvolles bei rauskommt. Meine Frau ist total begeistert, dass ich Videospiele streame. Man hört es kaum raus. Wobei ich jetzt nichts sagen darf, ich spiele es aber sehr gern. Wir haben ja schon zusammen im Stream gespielt. Wunderbar. So, und was man jetzt sagen muss, gehen wir kurz her. Jetzt hat es die richtige Konsistenz, schaut also aus wie so ein Mürbteigknödel. Den müssen wir jetzt bloß nicht einpacken und in den Kühlschrank legen, sondern der wäre jetzt so fertig, ist auch gut verteilt alles. Das wäre jetzt schon fast eine Haarseife. Wir färben es jetzt auch nicht, weil für wir unseren ja schon festgestellt. Privatgebrauch ist es natürlich sinnfrei. Wir haben auch bloß eine Sorte. Das ist jetzt so richtig schön perfekt. Jetzt kann ich natürlich mit sowas in der Dusche stehen, ist natürlich geschissen. Man kann jetzt den ganzen so teilen und dann so. Also oft am Anfang haben wir es dann so gemacht, dass wir einfach, wie beim Blattsalbacken oder beim Semmelmacher, einfach ein kleines Stück abgeknödelt haben. Und dann haben wir das ein bisschen flach gedruckt, haben das versucht ein bisschen rund zu machen. Muss nicht rund sein. Die Form ist ja an sich relativ uninteressant, aber wenn ich das Ding jetzt so in der Hand habe, dann kann ich mir das schön über den Kopf drüber schmieren, ja, und mich damit einseifen. Deswegen war das eine der bevorzugten Formen am Anfang.
Wir haben aber dann irgendwann gemeint, Vor allem, als wir es dann verschenkt haben. als wir es dann verschenkt haben, dass so ein Klotz einfach nicht so toll ist. Und deswegen haben wir uns, du musst das, nein, Förmchen gekauft. Förmchen, dreh mal um. In dem Genau. Fall, Einhornherzen. es lag jetzt daran, die waren gerade beim Aldi im Angebot. Andere haben wir noch nicht gefunden. Außerdem sind Einhornherzen bestimmt toll. Und dann halt auch wieder Abzwicker, einglotzen, Abzwicker, einglotzen. Und richtig schön so neidrucken, dass das wirklich unten alles ist. Ist auch übrigens besser dann, um es fertig zu machen, wenn es in so einem Ding drin ist, kann man viel besser wegrammen und hinstellen. Da können wir noch was rein, hä? Ein bisschen was. Da einer und der Rest ist dann Nummer 5. Also 5 Seifen haben wir geschafft. Die Menge reicht für 5 Seifen. So. Und diese 5 Seifen halten ungefähr für 3-4 Monate. Richtig. Was das Mindestens. Ganze dann wieder sehr ergiebig macht. Also was raus. Kann man im Übrigen dann auch hernehmen, wenn man unter der Duschen steht, als Duschseife. Weil Also das macht nicht nur Haar sauber, sondern alles andere näher. richtig. Was körperlich. So, und jetzt wollen steht's da natürlich so schön drin und die müssen jetzt 24 Stunden bei Zimmertemperatur trocknen. Filme, die sind so schön. Ja, sind sie auch. Und dafür stellen wir es einfach in diesem Ding irgendwo auf, wo unsere Katzen nicht hinkommen, weil sonst frisst die vielleicht eine. Und morgen können wir uns damit die Haare waschen. Und das war's dann. Das war Haarseife machen. Gar nicht so tragisch. Leider kann man nicht, wie gesagt, alle Zutaten sauber machen, aber einen Großteil. Genau. Vielen Dank übrigens für 5 Zuschauer und ein Like, wer auch immer seins zurückgezogen hat. Böse. Egal, mir wurscht. Ich gehe Ja, jetzt das war Hände waschen. Haarseife machen. Madame geht sich jetzt die Hände waschen, macht sie sauber. Vielen Dank, dass du da bist. Das hat mich sehr gefreut. Es hat auch alle unsere treuesten Fans sehr gefreut, dass du da warst. Und so schlimm war es doch gar nicht, oder? War furchtbar. So, haben wir wieder was gelernt. Meine Frau hasst mich. Aber das ist okay. Dafür sind Männer da. Sie müssen von den Frauen gehasst werden. Jubel! Genau, vielen Dank, Herr Meier. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Es war wieder mal ein kurzes Video. 3-4 Stunden hat es jetzt dauert, bis wir den mal fertig gemacht haben. Wie gesagt, Fragen, Anregungen etc. pp. Ballert mir die Kommentare voll, fände ich total nett, wenn ihr sowas feiert, so wie ich das feiere. Ich finde das nämlich echt gut. Jetzt weiß ich auch endlich, wie es geht. Jetzt war ich nämlich endlich mal dabei, weil ich nicht nebenbei was anderes gemacht habe. Und ja, mir hat es gefreut, wenn es beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Basteln mit eurer, dann schauen wir mal, was wir da machen. Da finde ich schon irgendwas. Und wenn es nicht beim Basteln dabei seid wollt, dann heute beim Zocken. Mir war es eine Freude. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Samstag, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund und genießt euer Leben, weil es habt bloß eins. Pfiat euch bis zum nächsten Mal. So. Irgendwo da.